Willkommen bei Infinite Storyscapes, einer österreichisch-slowenischen Interviewserie des Kulturvereins Interferenzen. Im Gespräch Frauen, die in der Region Kärnten-Steiermark-Slowenien leben und wirken. Zu Gast bei Renate Rogi-Kohlenpratt ist in dieser Episode unserer Infinite Storyscapes Frau Malina Job. Malina Job ist zweisprachig, slowenisch-deutsch in Graz aufgewachsen und lehrt derzeit an der Montanuniversität in Leoben. Als Wissenschaftlerin forscht sie nach innovativen Werkstoffen für die Anwendung in umweltfreundlichen Antriebssystemen. Ihre Freizeit widmet sie einer außergewöhnlichen Sportart, die vor allem Harry Potter-Fans bekannt sein wird. Hören Sie jetzt im Gespräch Renate Rogi-Kohlenpratt mit Malina Job. Ich freue mich heute, dich, Malina, im Zuge unseres Projektes Infinite Storyscapes begrüßen zu dürfen. Malina, du bist Assistentin an der Montanuniversität in Leoben und lebst in Graz. Darf ich dich bitten, dass du dich kurz selbst vorstellst? Ja, gern. Also ich heiße Malina, ich bin 25 Jahre alt, ich bin zweisprachig aufgewachsen, wohne in Graz und arbeite aber an der Universität in Leoben und forsche dort. Du bist die erste Grazerin gewesen, die in Slowenisch als Muttersprache maturiert hat. Wie war es für dich, in Graz mit zwei Sprachen aufzuwachsen? Wow, das war sehr lustig. Also ich muss dazu sagen, ich bin echt dankbar, dass meine Mama ist zweisprachig, dass sie das so dahinter war, dass wir auch Slowenisch lernen als Kinder. Und es war so, da hat es Probleme gegeben. Manchmal, da hat sie mich auf Slowenisch angesprochen und ich habe auf Deutsch geantwortet. Und meine Mama wollte halt unbedingt, dass wir Slowenisch lernen. Und hat dann von einer Bekannten den Tipp bekommen, dass sie so tun soll, als würde sie kein Deutsch verstehen. Und das war dann ganz lustig, weil das hat dann wirklich funktioniert. Ich habe wirklich gedacht, sie versteht kein Deutsch und habe dann angefangen zu übersetzen. Wenn mein Papa was gesagt hat auf Deutsch, bin ich zu meiner Mama gegangen und habe gesagt, hey, übrigens, der Papa hat gesagt. Und das hat dann wirklich gut funktioniert und so habe ich dann auch wirklich Slowenisch eigentlich geredet. Und also ich finde, wenn man so zweisprachig aufwächst, dann ist das so ganz natürlich irgendwie, weil wenn ich mir heute jetzt als Erwachsene so Videos anschaue, wo ich kleiner war, dann sieht man, wie ich mich unterhalte auf Slowenisch und dann drehe ich mich um und im nächsten Moment drehe ich auf Deutsch und es ist so wie ein Klick im Hirn und ich finde das jetzt als Erwachsene total beeindruckend, wie das so funktioniert hat. Aber als Kind merkt man das irgendwie gar nicht. Also es kommt so ganz, ganz natürlich irgendwie und das ist, glaube ich, das Schöne dran, wenn man wirklich mit zwei Sprachen aufwächst. Du hast mit der Mama zu Hause Slowenisch gesprochen. Mhm. Der Papa, wie ist es dem ergangen? Das ist gefährlich mit dem Papa, weil der kann kein Slowenisch, der hat das gelernt in Kursen und es ist immer gefährlich, weil er sagt nie genau, wie viel er versteht und früher war immer Slowenisch so eine Geheimsprache zwischen meinem Bruder, meiner Mama und mir und mittlerweile hat mein Papa aber, glaube ich, ziemlich gut aufgeholt und versteht einiges, ohne dass er es zugeben möchte. Also, das ist ganz lustig. Okay. Die Sicherheit ist verloren gegangen. Ja. Na gut. Malina, du bist an der Montanuni in Leoben, hast da studiert. Wie ist es dir als Jugendliche ergangen? Oder wie siehst du eigentlich die Situation mit Jugendlichen? Jugendliche wissen nicht, für welchen Ausbildungsweg sie sich entscheiden sollen. Wofür hast du dich als Kind interessiert? Und wann hast du gewusst, dass Metallkunde, Werkstoffkunde etwas für dich ist? Also als Kind, ich glaube, ich war ein ziemlich nerviges Kind eigentlich. Also da muss ich meinem Papa zugutehalten, der ist Kindergärtner, dass er das irgendwie gut abgefedert hat. Aber ich glaube, in einer Tour habe ich gefragt, warum ist der Fußboden im Bad aus Fliesen, warum fühlt sich der so viel kälter an als der aus Holz im Wohnzimmer oder wie so im Karussell, warum dreht man sich da so schnell? Und in einer Tour, warum und nervig herumgefragt, glaube ich. Und das hat sich dann bis in die Schulzeit so gezogen. Und ich habe mir auch echt schwer getan, welchen Ausbildungsweg ich eigentlich machen will, weil ich habe in der Unterstufe schon mich interessiert. Ich hab Psychologie spannend gefunden. Ich hätte mir aber auch vorstellen können, Botanikerin zu werden oder Biologin oder Physikerin also mich hat irgendwie alles interessiert. Und in der Schule kriegt man dann auch immer gesagt, so ja, das wird sich dann noch herauskristallisieren oder du kommst da schon noch drauf später. Aber irgendwie ist das bei mir nicht so wirklich passiert. Also ich habe auch bin dann nach der Matura da gestanden und habe noch immer ganz viele Interessen gehabt. Und was mir dann gut geholfen hat, ist, dass ich mich einfach an der Uni inskribiert habe und in den ersten Semestern so ganz viele Studienrichtungen mal durchprobiert habe oder durchgehört habe, wie dort die Vorlesungen ablaufen.
Und da war das Glück, dass an der Montanuni halt das erste Studienjahr für alle gemeinsam ist und man überall was mitbekommt. Und so bin ich dann durch viel Herumprobieren bei der Werkstoffwissenschaft gelandet. Und das war sehr wichtig, dass ich da so probieren habe können, weil ich bin jetzt wirklich glücklich mit meiner Studienwahl und ganz zufrieden. Und ich glaube, das war absolut die richtige Entscheidung dann. Du hast dich in deiner Masterarbeit mit der Entwicklung von günstigen Titan-Aluminium-Legierungen in umweltfreundlichen Antriebssystemen beschäftigt. Wo finden wir diese Systeme im Alltag? Warum ist es dir wichtig, dass diese Systeme umweltfreundlich sind? Also so diese Titan-Alunit-Legierungen, das ist eine ganz coole Werkstoffklasse. Also die sind für hohe Temperaturen gedacht, so bis 800 Grad kann man die einsetzen. Und die sind aber gleichzeitig viel, viel leichter als konventionelle Materialien, die dafür verwendet werden. Das heißt, das ist gerade so in der Anwendung, seien es jetzt Motoren oder Turbinenschaufeln, überall, wo hohe Werkstoffbelastungen sind und hohe Temperaturen gefordert sind, dort kann man die einsetzen. Und das Tolle ist halt, dass die sehr leicht sind. Also die haben eine geringe Dichte, das heißt, das wiegt weniger. Und wenn jetzt das Flugzeug oder was auch immer dann, wo dieser Motor dann verbaut ist, weniger wiegt, dann verbraucht auch weniger Treibstoff und dann verbraucht das weniger Emissionen. Also das ist die Idee dahinter gewesen. Und ich finde, das war ein echt spannendes Thema, nicht nur so vom physikalisch-werkstoffkundlichen Aspekt, sondern ich tue mir auch einfach leichter, Dinge zu erforschen, wo ich auch persönlich dahinter stehe, wo ich finde, das ist halt eine sinnvolle Anwendung und das bringt irgendwie uns ein bisschen weiter. Du schreibst im Moment an deiner Dissertation. Wie schaut es da aus? Woran forschst du da? Und vielleicht kannst du noch kurz beschreiben, wie dein Uni-Alltag aussieht. Also ich habe mein Masterarbeitsthema schon echt gern gehabt und gern erforscht, aber von der Dissertation bin ich jetzt noch begeisterter, das mache ich noch lieber. Und so habe ich ein bisschen gewechselt weg von den Metallen rein in die Physik. Also ich beschäftige mich mit sogenannten Superkondensatoren. Das ist einfach eine Art da kann man elektrische Energie speichern. Und das ist im Vergleich zu Batterien haben diese Superkondensatoren, die ich erforsche, eine hohe Leistungsdichte. Das heißt, man kann die ganz schnell aufladen und wieder entladen. Und das ist vor allem da wichtig, wenn man jetzt diesen Umstieg hat von fossilen Brennstoffen zu erneuerbaren Energien. Da hat man eben diese Herausforderung, dass so erneuerbare Energien wie Wind und Solar, das hängt halt einfach stark vom Wetter ab oder von den Jahreszeiten. Und da muss man irgendwie einen Weg finden, dass man diese Energie speichert, wenn mehr produziert wird, als verbraucht wird, und dass man es auch wieder zur Verfügung stellt, wenn die Nachfrage größer ist als der Verbrauch. Und gerade da könnten diese Superkondensatoren halt eine wichtige Rolle spielen und die erforsche ich. Und was mich noch mehr begeistert an dem Thema ist, dass man diese Superkondensatoren ganz einfach zusammenbauen kann eigentlich. Das ist nur kohlenstoffporöser und irgendein Elektrolyt. Das kann auch normales Wasser mit Kochsalz sein. Das heißt, ich könnte das theoretisch bei mir daheim in der Küche zusammenbauen, weil ich habe aus meinem Reisemedizinschrank habe ich Aktivkohletabletten und Wasser habe ich auch und Kochsalz habe ich auch beim Kochen. Das heißt, ich könnte das sogar daheim zusammenbauen. Und mein Doktorvater, mein Betreuer, der witzelt eigentlich, dass man diese Superkondensatoren zur Not sogar essen könnte, weil es ist ja nur Aktivkohle und Salzwasser. Und also das finde ich ist eine ganz coole Sache, weil ich finde auch die Anwendung richtig toll und es ist ungiftig, es ist wirklich eine nachhaltige Sache und das treibt irgendwie oder motiviert noch mehr, dass man daran forscht. Das ist ganz lustig. Und mein Alltag an der Uni ist, würde ich sagen, abwechslungsreich. Also ich bin Assistentin an der Uni, das heißt, ich bin auch an der Lehre beteiligt. Das ist echt spannend. Also ich mache so Rechenübungen in Physik für die Erstsemestrigen und ich finde es sehr schön, dass ich diese ersten Berührungspunkte von den Studierenden mit Uni so ein bisschen mitgestalten darf. Und ich hoffe halt einfach, dass ich da ein bisschen auch diese Begeisterung oder diesen Wow-Effekt, den ich damals erfahren habe, dass ich das ein bisschen weitergehen kann. Und ich finde es echt schön, dass ich da dabei sein kann und die Erstsemestrigen so mitbetreuen darf ein bisschen. Also das ist ein großer Teil von meinem Uni-Alltag, so die Lehre. Dann natürlich habe ich auch im Labor forschen und Literatur lesen, Publikationen schreiben. Und ganz ein großer Teil von meinem Uni-Alltag sind auch Dienstreisen. Ich habe nicht das Glück, dass viele von den Experimenten, die ich brauche, um die Superkondensatoren zu untersuchen, die kann ich bei uns im Labor nicht durchführen. Also wir haben zwar ein gut ausgestattetes Labor, aber da muss ich einfach an so Großforschungsanlagen fahren, wo dann Synchrotronstrahlung bereitgestellt wird oder Neutronenstrahlung. Also ein großer Teil davon ist auch so diese großen Experimente an Großforschungsstätten zu planen und dann auch dorthin zu fahren. Und da habe ich Glück, die sind oft an sehr schönen Orten gebaut. Also ich bin viel in Grenoble, in Hamburg, in Triest, also lässt sich aushalten.
War das jetzt während der Corona-Zeit auch so? Oder gut, dann warst du eine der wenigen Glücklichen, die die Möglichkeit hatte, sozusagen da auch schöne Orte aufzusuchen und zu reisen. Das ist lustig. In Corona-Zeiten waren wir die Einzigen, die halt verreisen haben dürfen. Da war zum Beispiel in Grenoble harter Lockdown. Und wir haben von der französischen Regierung so ein Einladungsschreiben gehabt, dass wir Wissenschaftler sind und dort herumgehen dürfen. Und dann sind wir menschenleere Straßen dort herumgegangen. Das war ganz, ganz gruselig irgendwie. Aber ich bin sogar zu einem Jetlag gekommen in der Corona-Zeit in Frankreich, weil wir dann auch so Nachtschichten gehabt haben. Und ich habe dann eine Woche nachtaktiv gelebt. Also, das ist schon lustig, was man da alles mitmacht dann. Genau, ja. Deine Forschung, die klingt wirklich sehr spannend. Da wird es wahrscheinlich in der Zukunft auch für den Haushalt und für den Alltag was geben. Wie lange glaubt man denn, dass es noch dauern wird, bis diese Superkondensatoren auch wirklich im Einsatz sein werden? Also die sind teilweise schon im Einsatz. Da gibt es die Überlegung, zum Beispiel in Singapur fahren die Busse mit Superkondensatoren durch die Gegend. Das ist, weil die eben so schnell aufladen, da fährt der Bus zur Haltestelle, dockt an, lädt in 5 Sekunden auf und fährt dann zur nächsten Haltestelle, dockt dort wieder an, lädt wieder auf. Also das ist eine mögliche, also das ist eine Anwendung, die es schon gibt, oder in so Defibrillatoren sind schon Superkondensatoren drinnen. Und das wird jetzt eben ganz spannend, eben dass man das weiter noch treibt von dieser Grundlagenforschung, die ich ein bisschen betreibe, dass man dann die Superkondensatoren optimiert und wirklich dann diesen Schritt macht von dieser Energiewende von fossilen Brennstoffen zu erneuerbaren Energien. Also es wird hart daran geforscht und ich glaube, da wird in den nächsten Jahren sich viel tun. Wo glaubst du, werden wir es im Alltag dem begegnen? Als erstes, als Privatpersonen? Als es ist, also wenn man ein Elektroauto fährt zum Beispiel, da wird, wenn gebremst wird, dann rekuperiert man da die Energie und die wird auch mit Superkondensatoren so zwischengespeichert. Also ich weiß nicht, wie sehr man im Alltag mit Elektroautos in Berührung kommt, aber vermutlich immer mehr. Das können wir vorstellen, ist so der erste Berührungspunkt, den man hat mit Superkondensatoren. Wie viele Studenten hast denn du eigentlich so im R? Wie viele kommen an die Montanuni? Es sind leider nicht so viele. Also es ist gerade jetzt echt zurückgegangen. Also ich glaube, sind es 200 maximal, die jetzt angefangen haben. Insgesamt? Also, aber wir sind auch eine kleine Uni, wir sind knapp 4000 Studierende nur. Aber es ist lustig, von den 200, die anfangen, sind 70 bei mir im Kurs. fast ein Drittel oder so. Oder wenn ich noch eine Gruppe dazu nehme, die Hälfte, die muss einmal bei mir die Übung machen. Und Mathematik hat dir wahrscheinlich auch schon immer gefallen? Ja, schon. Auch. Wobei Kopfrechnen nicht, eher so die Zusammenhänge dahinter verstehen, aber alles, was Kopfrechnen angeht, also ich könnte mir nichts Schlimmeres vorstellen, als im Gastgewerbe zu sein, weil ich dann beim Kassieren irgendwie das ausrechnen muss, wie viel Rückgeld jemand bekommt. Manchmal habe ich so Albträume, wo ich träume, dass ich Kellnerin bin und dann wache ich auf und denke, ach, zum Glück bin ich nur Dissertantin. Und unterrichtest Mathematik. Physik. Dann kann ich dann sagen, das macht dann der Taschenrechner. Marlina, du persönlich, glaube ich, hast etwas in deiner Vorstellungsrunde noch nicht erwähnt, das mir aber so in Erinnerung geblieben ist. Ich glaube, du hast ja sehr lange sehr aktiv Fußball gespielt. Ja. Wie hast du das jetzt rückblickend in Erinnerung? Und gibt es auch Erfahrungen, die du dort gesammelt hast, auf die du jetzt vielleicht zurückgreifen kannst? Ja, also bestimmt. Also man muss dazu sagen, ich habe in einer Herrenmannschaft gespielt und war dort das einzige Mädchen. Und es ist aber so, dass meine Mannschaft, die war einfach wirklich traumhaft. Also wenn ich eins wirklich gelernt habe von dieser Zeit, ist, dass wie wenig es eigentlich eine Rolle spielt, ob ich jetzt ein Mädchen bin oder ein Bub bin. Also die haben mich das überhaupt nicht spüren lassen. Das war völlig gleich. Und das hat mir einfach gezeigt, wie unwichtig das eigentlich sein kann, wenn sich alle darauf einlassen. Und das merke ich heute im Alltag auch noch so ein bisschen, dass ich öfter dran denke, weil ich gerade auch so in der Physik oder in der Technik sind Frauen ja auch eher unterrepräsentiert, dass ich oft dann zurückdenke und mir denke, ja, das müsste eigentlich gar nicht so eine große Rolle sein oder das ist ja eigentlich gar nicht so wichtig. Das habe ich ganz stark mitgenommen. Und dann natürlich auch Freundschaften sind da entstanden beim gemeinsamen Spielen und auch so dieser Biss vielleicht beim Fußball, das war auch manchmal hinten und es läuft nicht alles so, wie es ist und man ist eigentlich müde und muss noch einmal den Ball hinterher sprinten. Und ich glaube, so dieses Durchhaltevermögen und davon zehre ich zehre heute noch sehr von meinen wilden Fußballertagen damals. Ja, obwohl du jetzt dich mit Superkondensatoren beschäftigst, lass mich die Frage so formulieren. Und wie ladest du heute deine Batterien auf?
Ah, ich habe einen neuen Sport für mich entdeckt, also weg von Fußball, aber ich spiele jetzt ganz gern Quidditch, die Sportart von Harry Potter, vielleicht kennen die manche. Dann fliegen wir auf Besen durch die Gegend und es ist eine tolle Sportart, auch eine Mannschaftssportart. Ich fahre heute ist der Central European Quidditch Cup, da spiele ich heute noch mit gegen Slowenien. Also das wird ganz spannend, auch vom Sprachlichen her. Das ist eine große Sache, die ich jetzt gern habe. Und dann, es klingt blöd, aber ich bin einfach ein großer Fan von ganz schlechtem Fernsehen. Ich finde, ich muss den ganzen Tag viel nachdenken und viel komplizierte Dinge machen und dann tue ich am Abend manchmal einfach echt gern mir schlechtes Fernsehen anschauen. Der Tag ist ja dann schon sehr intensiv gewesen, sozusagen. Da kann man ein bisschen baumeln, mehr oder weniger. Genau. Aber auf diese neue Sportart, von der habe ich noch nichts gehört. Also wirklich mit Besen. Entschuldigung, dass ich dir jetzt so ganz Ja. Also am Anfang kommt man sich ein bisschen blöd vor, also man hat dann so einen Besen, das ist ein Plastikstiel, den hat man so als Art Hindernis zwischen den Beinen und mit dem läuft man dann herum. Und das ist ein wahnsinnig komplexer Sport nach die Quidditch-Regeln und hat Elemente von Rugby dabei, es ist viel mit Laufen, es ist ein Vollkontaktsport, es ist einfach wirklich spannend und lustig. So mit voller Montur ausgerüstet und ein Ball oder wie? Ja, genau. Also es gibt verschiedene Bälle und verschiedene Positionen und man hat immer den Besen zwischen den Beinen und dann hat man auch diese Ringe. Vielleicht kennt man das noch von Harry Potter, wo man dann Tore schießen muss. Und dann gibt es natürlich auch einen Schnaps und den muss man suchen. Und es ist eigentlich ein sehr brutaler Sport. Also man muss auch immer so Zahnschutz drin haben aber es ist ganz lustig, so als Ausgleich. Vielleicht zum Abschluss unseres Gesprächs möchte ich noch ein wenig in die Zukunft blicken. Was wünschst du dir? Und wie siehst du sozusagen deinen Beitrag zur Zukunft in der Region? Also ich glaube, in Zukunft, also was mir auffällt, so gerade in der Region Leoben, wo ich halt wissenschaftlich tätig bin, ist, dass dort ein unglaubliches Kompetenzzentrum ist. Und da ist so viel Wissen zu Hause und ich finde, darauf könnte man wirklich mehr bauen. Und wenn man es schafft, dass man das ein bisschen mehr auf die nächste Generation überträgt und versucht, die mit einzubeziehen und für solche Dinge zu begeistern, ich glaube, dann schaut es für die Zukunft wirklich gut aus. Und das ist auch ein bisschen so der Beitrag, den ich leisten möchte. Also nicht nur, indem ich an nachhaltigen Forschungsprojekten beteiligt bin, gerade so Superkondensatoren, sondern auch, dass ich versuche, so in der Lehre oder an der Uni das ein bisschen weiterzugeben und dieses Wissen auch weiter zu treiben und diese Kompetenz irgendwie auszuweiten. Also ich glaube, das ist ein Hauptpunkt, auf dem wir bauen können in der Region in Zukunft, dieses wahnsinnige Wissen, das da zu Hause ist. Ja, mit Wissen kann man viel verändern und viel Neues entstehen lassen. Recht herzlichen Dank, Malina, für das Gespräch. Ich freue mich schon sehr auf die Zukunft und bin gespannt, wann ich das erste Mal mit dem Superkondensator in Berührung komme. Danke. Danke. Sie hörten im Gespräch Renate Ruge-Kohlenbrath mit Frau Malina Job.